Ricke, danke vielmals. Jetzt, was langsam auf Weihnachten zugeht. Hey, ja, es ist ja kaum, wenn sie die Osterhase eingeschmolzen, kommen schon bald die ersten Weihnachtsgutzli ins Regal, oder? Du musst einfach aufpassen, das sind die Sättige, die das Mikrodata Mitte September abläuft. Nein, jetzt, was langsam auf Weihnachten zugeht, dann kommen wir einfach wieder Betrach und Tennisfrot sind. Die beiden Hirten. Die heissen doch so. Kennst du nicht? Mal da der Bub von Basel, der gemeint hat, die Hirten heissen Betrach und Tennisfrau. Und die Mutter Krippenfigur hat aufgestellt, sagt er, die heissen Betrach und Tennisfrau. Die Mutter sagt, nein, die haben keinen Namen. Doch, Mama, es heisst doch im Lied Maria und Josef, Betrach, Tennisfrau. Also jetzt bei uns daheim, die heissen so. Du, wenn ich wieder Playmobil-Krippe vornehme, dann... Die haben wir jetzt so getauft. Das tönt erst noch irgendwie hebräisch, oder? Betrach und Tennisfrau. Ich glaube, der Advent ist sowieso ein bisschen Zeit vom Verlassen und falsch verstehen. Jetzt, ich meine Gottes Sohn, der heisst bei euch daheim sicher auch Ovi, voilà. Gottes Sohn, Ovi, lacht. Du hast in meinem Bär noch geglaubt, bis ich etwa 20 war, gell? Nein, und dann, das, was gemeint hat, das heisst sie knabenbringende Weihnachtszeit. Hat natürlich etwas, wenn ja, am Fernsehen nur ein Plunder läuft und von uns ist es kalt, du rutschst ein bisschen näher zusammen. Ich meine, wer will schon Spengler schauen? Und dann hast du natürlich 9 Monate später kommt das Bubli auf die Welt, das hat etwas. Knabenbringende Weihnachtszeit. Dann dieses Kind von Unterseen, schreibt mir die Mutter im Berner Oberland, schreibt mir, das hat doch ihr Kind gesungen. Nadelbringende Weihnachtszeit. Ja, es ist ja mein Gott selber so, wir Hausfrauen, ja, das ganze Jahr die Wohnung voll von diesen huren Tannennadeln vom... Ja. Dann meinst du, du hast super geputzt, oder? Wir sind ja keine Grüsel, aber wenn ich irgendwie so einziehe und das Gefühl habe, das war jetzt die letzte gewesen, friss es dir Abend. Kannst sicher sein, irgendwie Anfang September kommt hinter dem Fernsehmöbel nochmal so eine Tannennadel vor. Und du weißt noch nicht einmal, ist jetzt das vom letztjährigen oder vom vorletztjährigen Tannenbaum? Nadelbringende Weihnachtszeit. Nein, dieses, was meint hat, der liebe Gott hat nur 7 Zähne. Gott, der Herr, hat 7 Zähne. Und eine alte Frau ist zu mir gekommen, die hat das nicht laut schon aus einem reformiertes Gebiet gewesen, nicht. Sie nicht, aber die anderen, da hat sie mir das gekuschelt. Die ist rot. Über 80 war sie, ist noch rot angelaufen, als sie mir sagt, sie hat doch als Mädchen gesungen. Sie hat kaum dürfen sagen, sie hat doch gesungen. Als kleines Mädchen. Gott ist die Liebe, er liegt auf mich. Das ist gerade ein kleines fleischliches Gottesverständnis, gell? Gut, hankerum, wenn du dann hörst, was sich der Papst jetzt da wieder entschuldigen musste, oder was die Priester mit diesen kleinen Buben machen. Gut, nein, es hätte ja heissen, er liebt auch mich, gell? Und dann der Nikolai von Grosshöchstetten, gell, da wie ein Lötiger, der wollte nicht einschlafen, 4,5-jährig. Nicht einschlafen, wollte einfach noch das Lied vom Gepard hören. Mutter doch kein Lied von einem Gepard kennt. Was machst du fast auf improvisieren, so ein bisschen la la la, oder von einem Gepard in der Steppe, in Afrika, in der Steppe. Und der Bub, nein Mama, nicht das, was wir auch an Weihnachten singen. Das war Mitte Juli, gell, aber... Er sagt, du das einzige Weihnachtslied singen, schreibt sie mir die Katrin, wo ich jetzt in den Sinn kam. Stille Nacht, oder? Und schon bei alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Da schläft der Pütteri selig ein, gell? Und der kleine Martin, der hat bei der Großmutter am Mittagstisch beten. Alltag vor dem Mittag musste beten, gell? Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Und irgendwann hat es nicht du gleich genommen. Sag Grossi auch so, sind dem Migros und Coop nicht freundlich. Denn er ist freundlich, hat er verstanden. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Weihnachten. Danke, Ricke. Merci vielmals.